Hallo an alle, ich heiße Abdel Nosser und lebe in Usbekistan. Usbekistan liegt in Mittelasien und grenzt an Kasachstan, Kirgisistan, Turkmenistan, und, Afghanistan und Tadschikistan. Usbekistan besteht aus 12 Gebieten und einer autonomen Republik Karakalpakstan. Die Hauptstadt von Usbekistan ist Taschkent. Die ältesten Städte Usbekistans sind Bukhara, Khiva und Samarkand. Ich wohne in Bukhara. Bukhara ist die älteste Stadt der Welt. Die Altstadt Bukhara mit ihren Baukunstwerken, darunter zahlreiche Moscheen und Medresen, wird von der UNESCO seit 1993 zum Weltkulturerbe gezählt. In Bukhara gibt es viele historische Denkmäler, zum Beispiel das Minaret Kalan, Mir Arab Medrese, Chor Minor Medrese, Zitadelle Ark, Ismail Samanita Mausoleum, Mohosa Ensemble und viele andere. Das Minaret Kalan wurde im Jahre 1127 von Ustopako errichtet. Das Mir Arab Medrese befindet sich gegenüber der Moschee Kalon. Dieses riesige Gebäude wurde im Jahre 1530 von Bukharas Emirs Ubaydullah Khan errichtet. Das Moschee Kalon mit ihrem Minarett ist eines der herausragenden Monumente der Stadt und stammt aus dem 15. Jahrhundert. Das Mir Arab Medrese bildet zusammen mit dem Moschee Kalon und dem Minaret Kalon ein vollen Architekturensemble, der die Stadt Bukhara schmückt. Das ist die Festung Ark. Die Festung Ark ist der uralteste Bau der Stadt. Die uralte Festung der Ark befindet sich der Wallhöhe, deren Territorium etwa 4 Hektar besitzt. Die Wallhöhe ist 20 Meter hoch. Das ist Labiaus Ensemble. Labiaus Ensemble ist Lieblingsort der Touristen. Fast jeden Tag besuchen viele Touristen Labiaus. Bukhara spielte viele Jahrhunderte lang die Rolle. Ein großer der Verwaltungs-, Handels-, Handwerks- und Kulturzentrum Zentralasiens. Durch die Stadt führt eine der Routen der großen Seitenstraße, die die Mittelmeerländer mit dem fernen Osten verband. Im entwickelten Mittelalter war Bukhara der Mittelpunkt von Kultur, Wissenschaft und muslimischer Theologie des gesamten Nahen und Mittleren Ostens. Durch Jahrhunderte trägt die Stadt den Beinamen die Edle. Wenn jemand einmal Bukhara besucht, er für immer von seiner Magie verzaubert wird. Ich bin stolz auf meine Heimatstadt Bukhara, im Besonderen auf die freundlichen Bukharaer Leute.